Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren, Jamais 203, du fängst schon die größte Friede, schau doch den Rapport zum Projet de Loi 86/44 vorzustellen, den Transposition von einer europäischen Direktiv 2024 über 825 am als Nationalrecht vorgesehen. Das ist die sogenannte Direktiv Empowering Consumers for the Green Transition. Das Direktiv ändert einerseits die Direktive über deloyale Handelspraktiken, und andererseits die Direktive über die Rechte von den Konsumenten. Also Code de la Consommation wird somit angepasst. Das Direktiv ist Teil von der europäischen Strategie für den Konsument besser zu schützen und gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, sich besser und mehr objektiv zu informieren, ihren etwas kauft. Es geht aber nicht nur um den Konsumentenschutz im klassischen Sinn. Wir sind froh von der Transparenz, Vertrauen auf Fairness, wie wir das am Kontext von einer ökologischen Transition garantieren. Und dieses Gesetzesprojekt verfolgt dabei zwei Ziele. Erstens soll der Konsument besser und objektiv informiert gehen, besonders was die Haltbarkeit, also die Lebensdauer, an den ökologischen Impact vom Produkt ist, zum Beispiel ob er gepflegt gehen oder nicht, oder ob er recycelt gehen oder nicht. Zweitens soll gegen die für den Konsument irrfairen kommerzielle Praktiken Vorgänge gehen, für allem gegen das sogenannte Greenwashing. Wir wissen alle gut, dass viele Produkte in Haut mit den Begriffen grün, umweltfreundlich oder nachhaltig beworben gehen, ohne dass das also wirklich dann auf das Produkt zutreffen und dass sie weder nachweisbar noch überprüfbar sind. Für den Konsument also somit immer mehr schwer gehen, zwischen den seriösen Engagementen am reinen Marketing zu unterscheiden. Und genau da setzt das Direktiv um. Konkret wird festgehalten, dass ökologisch Aussehen in Zukunft auf klaren, überprüfbaren und objektiven Kriterien basieren müssen. Auch Labeln, die nicht auf einer transparenten Zertifizierung oder einer kredibler Kontrolle basieren, dürfen nicht mehr benutzt gehen. Die ist klar. Der Konsument die soll sich auf die Informationen verlassen können, die ihm beim Kauf dann noch präsentiert gehen. Das Gesetzesprojekt geht aber noch mehr weit. Auch die Informationen über die Lebensdauer von einem Produkt oder, wie ich gerade schon gesagt habe, das Fett, ob ihn kann flecken, respektive recyceln, gehen ausdrücklich am Kader von den kommerziellen Praktiken integriert. Das wird dazu beitragen, Stoffe Marché mit Transparenz und besser vergleichbar zu machen. Eine weiter wichtige Neuerung ist die Abführung von einer harmonisierten Information über die gesetzliche Garantie, die ein ein Produkt hat. Diese Information soll sowohl am Geschäft wie auch online klar affichiert gehen, für dass der Konsument seine Rechte besser kennt. Und zusätzlich wird ein europäisches Label angefordert für die Garantie, wenn das gratis angeboten wird an eine Dauer hat, die gesetzliche Garantie über die rausgeht. Auch das ist eine konkrete Maßnahme für die Qualität und nachhaltigen Konsum zu encouragieren. Was Sanktionen betrifft, so bleiben die bestehenden Sanktionen, die am Code de la Consommation vorgesehen sind, applikabel. Die Memberstaaten die hatten bis den 27. März des Jahres Zeit für das Direktiv umzusetzen. Wir sind also ganz leicht am Verzug, wir sind mehr, also sind wir noch eigentlich gut. Und die Applikation von den Bestimmungen die muss ab dem 27. September 2026 garantiert sein. Herr Präsident, die Damen und die Herren, ich will noch kurz auf die verschiedenen Avienergründe die kommen. Der Staatsrat hat als wie vom 10. März des Jahres keine inhaltliche Kritik formuliert, aber festgehalten, dass Direktiv korrekt umgesetzt wird und Lützeburg recht. Es war just ein paar logistische oder legislativ-technische Bemerkungen gemacht, notamment was den Intitulé vom Gesetz angeht. Die Kommission die hat diese Propositionen natürlich überholt. Die Chambre de Commerce sie unterstützt das Projekt ausdrücklich und gesagt, an dieser Direktiv gleichzeitig eine Herausforderung und eine Opportunität für Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen wollen. Die Chambre des Salariés die begrüßt dieses Projekt auch und unterstreicht, dass seine Effektivität stark davon abhängt, wie gut Kontrollen an die praktische Umsetzung organisiert gehen, aber auch der konkrete und koordinierte Umsetzung, der Präzision von den praktischen Modalitäten, besonders was die Reparierbarkeit angeht, an der realen Zugänglichkeit von den Informationen für die Konsumenten. Das Centre européen des Consommateurs Luxembourg,
Deelt das Analyse erweist besonders op die Wichtigkeit von einer guter Informationspolitik an einer strenger Kontrolle von den ökologischen Aussagen und Labeln hin. Der Lützeburger Konsumentenschutz DLC, die unterstützt auch den Projekt am Prinzip, mir hat verschiedene Reservefunktionen formuliert, notamment was Garantie und Komplexität von diesen neuen Mechanismen angeht. Herr Präsident, die Damen und die Herren, am Resümee kann ich sagen, dass dieses Projekt ein wichtiger Schritt in Richtung von einem mehr transparenten, mehr fairen und einem mehr nachhaltigen Konsummodell ist. Es hilft den Konsumenten, informierte Entscheidungen zu treffen und schützt gleichzeitig die Unternehmen, die wirklich Erfahrungen in die Richtung machen. An einer Zeit, an der das Vertrauen und die Information immer mehr wichtig gehen, setzt diesen Text ein klares Zeichen. Ökologisch Engagementer dürfen nicht just Marketinginstrumente sein. Wir müssen konkret, nachweisbar und kontrollierbar sein. Ich sage nicht merci, auf für weitere Details zum Rapport verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Ich gebe da noch meinen Cap als Sprecherin von der CSV undoen, die vom Rapporter, die tue ich aus. Herr Präsident, die Damen und die Herren, haut das schon so ein Tag, das schon ist Sommer, das heißt, das Zeit von den Glassen. Da gibt es bekanntlicherweise einen Unterschied zwischen einer richtigen Glas und einem Sorbet. Ein Glas, die hat Milch oder Rahm dran. Das Sorbet, die besteht aus Wasser, Zucker, Früchte meistens. Wie was erzählen ich das heute, Frau Dich, wahrscheinlich? Weil es perfekt weiß, wie Marketing funktioniert. An einer bekannten Gelateria, aber da gibt es den Sorbet mit dunklem Schokolade. Super Produkt, mir auf kaum verkauft. Patron, die hat aber mal eine geniale Idee, so da einfach von einem Tag auf den anderen ihre Sorbet an die Vitrine gesagt und geschrieben, dass es ein vegan Glas wäre. Und zack, bumm, sind die Fonten und Blut geschossen, auf einmal war es total der Renner. Dabei hat es sogar nichts geändert. Nicht ein Rezept geändert, keine hohe Qualitätsstandard, just einen anderen Namen. Und das weißt, wie sehr wir uns heute vom Marketing beeinflussen lassen. Aber genau da geht es drum bei diesem Sujet von heute. Wir erleben immer mehr Greenwashing. Geht den Ackerhafen, und ob einmal also als Eco, Green, Nature, Planet Friendly, oder man denkt, kleine Blatt drüber, und dann denkt sich, wow, was ist das ein mega Produkt. Und hast du den Gefühl, sobald eine Firma ein Produkt gering ausstreicht und eine Bahn drauf möchte, aber dann ist sie offiziell Tretterin vom Planet. Wir so einfach ist es nicht. Das Problem ist nämlich den. Viele Konsumenten wollen heute bewusst abkaufen. Sie wollen noch gerne mehr Suchen dafür ausgehen. Aber da muss aber auch die Information stimmen. Wenn ökologisch also vag, irrfeiernd oder gar nicht nachweisbar sind, da gibt den Konsument an das Licht gefordert. Und das ist nicht nur schlecht für den Konsument, das ist auch ungerecht vis-à-vis von den Betrieben, die wirklich erfahren zu machen, für nachhaltig zu produzieren. Dieses Gesetzesprojekt setzt dafür ganz klare Regeln. In Zukunft dürfen ökologische Behauptungen nicht einfach aus der Luft gegriffen sein. Wer umweltfreundlich oder nachhaltig draufschreibt, der muss auch nachweisen können, dass das wirklich am Produkt dran ist. Richtig. Auch Labeln ohne seriöse Zertifizierung oder transparente Kriterien sollen nicht mehr durchgehen. Das ist wichtig, auch richtig. Weil man darf nicht den gewinnen, den das beste Marketing hat, mit dem, den effektiv das beste Produkt hat. Die Damen und die Herren, das Projekt geht noch mehr weit. Es geht um ein Haltbarkeit von Produkten und nimmt froh, ob ich sie reparieren kann oder nicht. Aber ganz ehrlich, viele Leute haben halt Gefühl, dass schon ab der Fabrik ein Defekt beim Produkt war. Das nennt ihn am Fachjargon eine Sollbruchstelle. Nur 2 Jahre, wir wissen es alle gut, gerade den Tag, nachdem die Garantie aufgelaufen ist, da geht es futti. Komischerweise, das Produkt futti, und oft kann ich es viel mehr für zu flecken, wie wenn ich es neu kaufe. Und das kann nicht das Modell von der Zukunft sein. Wir brauchen eine Wirtschaft, die nachhaltig mit Ressourcen umgeht und nicht permanent auf Wegwerfkonsum setzt. Dafür ist es richtig, dass Konsumenten in Zukunft besser informiert gehen über Garantien, die Lebensdauer und die Möglichkeiten von einer Reparatur.
Natürlich wird darum kommen, dass das Regeln effektiv kontrolliert gehen. Für ein schön Direktiv geht es lange nicht durch. Wenn nicht kontrolliert wird, dann bleibt alles just schön vorbei. Herr Präsident, die Damen und die Herren, dieses Projekt ist ein pragmatischer Schritt für mehr Transparenz, mehr Fairness und mehr Vertrauen. Und das ist im Interesse vom Konsument, von der Umwelt und auch von den seriösen Unternehmen. Weil nachhaltiger Konsum braucht für allem eine Sache: ehrliche Information. Und damit gehe ich nach Kurs von der CSV-Fraktion. Merci.